Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Ja, ihr habt's mitgekriegt, ich habe in letzter Zeit ein bisschen mit meinen guten Freunden zusammen reacted. Ich weiß, dem einen oder anderen gefällt's mehr, dem einen oder anderen gefällt's weniger mit den Kollaborationen. Wir haben da unseren Spaß. Das mit diesem Madcast kommt ja relativ unregelmäßig, wenn alle mal miteinander Zeit haben und mit unterschiedlichen Protagonisten. Ihr kennt es. Aber mit etwas Verspätung, sind immer ganz so frisches Matt, wollen wir heute nochmal diesen Dulli-Podcast von ihm, die Folge 6, seine Zeit mit besonderen Menschen reacten. Ich habe fürchterliches gehört davon. Was aber ist, er hat die Kamera angeschmissen. Also man sieht ihn wieder, wie er leibt und lebt. Und dann mal schauen, ob er dieses Mal irgendwas Interessanteres zum Verzapfen hat. Bisher war ja wenig Fleisch an der ganzen Geschichte mit diesen Podcasts. Vielleicht gibt es da halt noch was. Dementsprechend, der Song, der man nicht lang umeinander, geh mal einer in Rainer. Metal Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Was hast du, Rainer? Was hast du, Rainer? Metal-Verbot hast du. Ja. Heute mit Kamera. Allerdings ganz normaler Podcast, wie sonst auch. Rainer, bist du dicker geworden? Der ist dicker geworden. Oder kommt mir das bloß so vor, weil er sich mal wieder rasiert hat? Und dadurch die Kinpocalypse wieder besser sichtbar wird. Ich weiß es nicht. Heute geht es in die Folge 6. Ich habe mir gedacht, zur alternativen Unterhaltung mache ich mal wieder die Facecam an. Allerdings mit Greenscreen-Hintergrund. Alter, dieses Augenbrauen aufziehen. Oh, da könnte ich ihm aber. Und ja, fangen wir am besten einfach mal an. Wir sind in der Folge Nummer 6 und in dieser Folge soll es vor allem gehen um meine Zeit mit besonderen Menschen. Ich versuche den mal ein bisschen lauter zu machen. Kein Mensch hält das aus. Mal ist er laut, dann ist er leise. Ich glaube, der macht das mit Absicht, um uns auf den Sack zu gehen. So, schauen wir mal. Ich wollte hier mal speziell ein Augenmerk darauf legen, wie der Umgang mit solchen Menschen war und wie meine Erfahrungen mit solchen Menschen sind. Also zunächst mal, ich bin... Hanna, es gibt sicher irgendwo jemanden, der über seine Erfahrungen mit besonderen Menschen redet und dich damit meint. Es kommt mir jetzt schon so vor, wie wenn er sich da irgendwie auf ein Mordspodest stellt. So, ja, mal die. Ich war ja da hier praktisch. Nee. Nicht nur in meiner Schulzeit damit aufgewachsen, sondern auch... Die Haare schneiden, merke ich gerade. Momentan sehe ich mich so selten selber. Gibt es keinen Spiegel bei Marion im Keller? Ja. Also im Prinzip ist es so. Die Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin, es gab sehr viele normale Menschen, es gab aber auch den einen oder anderen, der Behinderungen hatte. Das erste Mal, dass ich mit einem Menschen in Berührung gekommen bin, der Behinderung hatte, da war ich, glaube ich, 5 oder 6 Jahre alt. Das war ein Mensch mit Down-Syndrom. Ne? Also ihr wisst, wie das ist, wenn böse Zungen sagen Wasserkopf dazu. Also das sind halt Menschen, die haben halt... Ja, Trisomie 21, die haben zu viele Chromosomen. Wir kennen uns aus. Weiter geht's. Einen sehr großen Kopf. Ich sehe gerade auch jemanden, der einen sehr großen Kopf hat, by the way.
Ich kenne die genauen medizinischen Probleme deswegen nicht. Das geht aber, es ist auf jeden Fall Krankheit, die natürlich auch auf die geistige Gesundheit geht, nicht nur auf die körperlichen Probleme, die dabei entstehen. Ich glaube, gegeben hat man ihm, glaube ich, 15 Jahre oder so und er wurde tatsächlich 34 oder so. Also es ist manchmal echt übel. Ansonsten war das eigentlich ein total lieber Mensch, so wie ich ihn kannte. Das Problem ist aber, dass also es war ein Zwilling von jemandem und sie war total gesund, auch eine echt schöne Frau. Alter. Jetzt erzählt er da über den, über den Menschen mit Down-Syndrom, mit dem er da zu tun hatte. Und das erste, was er wieder, aber eine heiße Schwester hat er gehabt. Rainer interessiert keinen, ist vollkommen irrelevant. Also ich kannte die, da war ich 6, 5, 6, 7 Jahre alt, aber die beiden waren natürlich schon älter, die waren schon weit über 20, eher um die 30. Und ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, als ich die kennengelernt habe. Auf jeden Fall ist er, glaube ich, 37 oder so geworden. Das Vorhin ist er noch 34 geworden, Rainer. Komm mal klar auf deine Lügengeschichten. Problem ist natürlich dann gewesen, irgendwann, er hatte aufgrund seiner Krankheit, aufgrund der Behinderung, hatte er sehr viele Schmerzen, sehr starke Schmerzen. Und er hatte gute und schlechte Tage. Und an guten Tagen war eigentlich alles soweit in Ordnung und so. Und man hat einfach ganz normal mit ihm gelebt und alles. Und man konnte sich mit ihm unterhalten und alles. Also der hat jetzt nicht normal geantwortet, sondern halt ein bisschen kindlich und so. Aber, und er konnte auch nicht so gut sprechen. Aber im Großen und Ganzen war das eigentlich ein echt lieber Mensch. Ähm, Es ging letzten Endes damit weiter, Letzten dass Endes. die Die. Menschen, die da drüber gesprochen haben und die den kannten, auch immer meinten, so ja, also ich habe das so nicht mitbekommen, aber wenn man einen schlechten Tag hatte, muss das wirklich übel gewesen sein. Also er muss da um sich geschlagen haben und was weiß ich weiß es nicht. Ich war nie dabei. Ich hatte nie einen schlechten Tag von ihm erlebt. Das war Objection, Hearsay. ja auch niemand, jetzt, mit dem ich tagtäglich zu tun hatte, sondern es war im Prinzip halt ein Bekannter durch die Freundin meiner Mutter. Und so kannte ich den nicht. Also von daher. Rainer, wenn du den nicht gekannt hast, warum schwafelst du jetzt seit 5 Minuten über den? Kannst mir das verzeihen? Ja, irgendwo hat's ja mal jemanden gegeben, der war halt behindert und ich habe gewusst, dass es den gibt. So. Rainer, das hat doch überhaupt null Substanz. Wenn du jetzt über jemanden reden würdest, der tatsächlich ein guter Freund von dir war, mit dem du Zeit verbracht hast und der halt eine Behinderung gehabt hat, und mit dem du dann, weißt, wo man ein bisschen in die Tiefe geht. Im Übrigen wunderschönes Bild wieder. Aber jeder Mensch hat irgendwann einmal irgendjen gekannt, entfernt, wo in der Familie jemand ist, der Behinderung hat. Das ist nichts Besonderes, was du da gerade erzählst, weil du offensichtlich ja mit diesen Leuten gar nichts zu tun gehabt hast. Du hast es jetzt einfach rausgekramt und spinnst jetzt da wieder irgendeine Märchengeschichte außenrum, einfach um dich wieder als guten Menschen hinzustellen, der so offen ist und der hier Leute nicht diskriminiert wegen ihrer Behinderung oder sonst irgendwas. Aber es hat überhaupt keine Substanz, was du da laberst. Das war der erste Mensch, mit dem ich in Kontakt getreten bin. Der erste Mensch, mit dem er in Kontakt getreten ist, nachdem er auf die Erde gekommen ist. Bring mich zu deinem Anführer. Der erste Mensch, mit dem er in Kontakt getreten ist. Das hört sich echt an. Wir kommen in Frieden. Der zweite Mensch, mit dem ich in Kontakt getreten bin oder gekommen bin, ist ein Mitschüler gewesen in der Schule. Genau, da muss ich sogar erst 5 oder 6 gewesen sein, weil bevor ich in die Schule gekommen bin, weil ich bin mit 7 eingeschult worden.
Also Also war es kein Mitschüler in der Schule. Wenn du den mit 5 kennengelernt hast und du mit 7 eingeschult worden bist, war es kein Mitschüler von dir, weil du noch nicht in der Schule warst, Rainer. das ist so, dass ich in der zweiten Klasse, ich glaube in der zweiten Klasse war es, in der zweiten Klasse hatte ich einen Schüler in der Nachbarklasse. Das war im Prinzip so aufgebaut. Wir hatten eins, zwei, drei Klassenräume und wir hatten damals nicht zwei Zweier, zwei Dreierklassen, sondern wir hatten eine Einser, eine Zweier, eine Dreierklasse und die hat sich jedes Jahr gewechselt. In der Ja, ich glaube, was er da jetzt sagen will, ist, natürlich, es hat nicht genügend Klassen gegeben, um eine Parallelklasse zu haben. Die hatten halt, nehme ich mal an, also so kenn's ich von meine Sozialpraktika von anno dazumal, dass du die Leute über die 3 Jahre, die sie dann da sind, in demselben Klassenraum lässt. Damit die eine vertraute Umgebung haben und nicht jedes Jahr sich auf eine neue Umgebung einstellen müssen. Dementsprechend bleiben die dann die erste, zweite und dritte Klasse im selben Klassenraum. Ich glaube, das ist, was er damit meint. Also, die wechseln dann nicht in das Zimmer, sondern bleiben in dem einen Zimmer, damit sie halt die vertraute Umgebung haben. Weniger Ablenkung für Leute, die halt eh schon Probleme haben mit dem Lernen, Lernschwächen etc. haben. Das ist, glaube ich, der Sinn hinter. Schule, wo ich war. Und bei uns war es so, wir hatten, als ich in die Schule gekommen bin, war unser Klassenraum war genau in der Mitte und das war die Klasse 1. Die Klasse nebendran war die 2 und die Klasse da nebendran war die 3. Und die Nee, aber er rendert sich da schon wieder irgendwas zusammen. Wenn euer Klassenraum in der Mitte war und der eine nebendran dann die 2, dann ist neben dem nicht die 3, weil sonst wäre der 2 in der Mitte. Egal. Die Klasse 3 ist natürlich das Jahr, wie ich in die zweite Klasse gekommen bin, zur Klasse 1 geworden, weil wir waren dann ja die zweite Klasse. Ja, nee, die sind aber nicht zu 1 geworden, sondern da ist dann halt eine neue Klasse reingekommen. Alter, der checkt das selber nicht, glaube ich. Ja, und so hat sich das immer im Rotationssystem bearbeitet. Und in dem zweiten Jahr kam dann ein Schüler in die Schule, der war geistig und so alles komplett in Ordnung und freundlich und alles, aber der hatte halt eben das Problem, dass er von klein auf im Rollstuhl saß. Also der konnte nicht laufen, der war von klein auf, war der im Rollstuhl gesessen. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wie das war, aber ich weiß noch, wir waren ja sehr, sehr jung damals. Ich weiß noch, dass alle sehr lieb und freundlich. Ja, alles sehr lieb und freundlich. Warum denn auch nicht, Rainer? Warum denn auch nicht? Willst du jetzt als super Menschenfreund hinstellen, weil du den Buben, der im Rollstuhl gesessen ist, deswegen nicht gehänselt hast? Ja, Applaus, Rainer. Applaus. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt ein paar Lenze mehr auf dem Ding wie er hier. Und ich weiß, dass es damals durchaus, also dass es eine Zeit gab, wo es durchaus üblich war, dass Leute, die nur eine körperliche Behinderung gehabt haben, dann trotzdem auf die Förderschule gekommen sind, obwohl sie geistig komplett normal waren und eigentlich in der normalen Schule vom Krebs her easy mitgekommen wären. Also absolut keine geistige Beeinträchtigung, sondern nur körperliche. Es ist aber echt eine vorsinnflutliche Praxis gewesen. Und ich meine, als ich in der Grundschule war, ist das bei uns schon abgeschafft worden. Weil da weiß ich nur, da ist es auch drum gegangen, Kind im Rollstuhl sollte in die Schule kommen. Und da hat dann der vorgestrige uralte Rektor gesagt, nee, der muss dann in die Förderschule. Und da haben sie die Eltern dann aber auch rechtlich durchgesetzt und gesagt, nee, das ist inzwischen gesetzlich geregelt, dass die nicht auf die Förderschule müssen, sondern dass die Schule dafür sorgen muss, dass Barrierefreiheit herrscht. Und die haben das dann auch durchgeboxt und der ist dann auf die normale Schule gekommen. Und das war schon einige Jahre bevor Rainer in die Schule gekommen ist. Von daher weiß ich nicht, ob die das da in Mittelfranken, ob das da no sparer O-Kämmer ist wie bei uns, aber meine Erfahrung jetzt. Waren. Das ist ja logisch.
So. Und das war auch ein echt netter Mensch so. Und man konnte mit ihm sich super unterhalten. Also, Ja, warum sollte denn auch kein netter Mensch sein? Und warum sollte man sich mit dem nicht unterhalten können, Rainer? Warum? Du hast ja gerade gesagt, er war geistig vollkommen normal. Ja, warum sollte man sich dann mit dem nicht unterhalten können? einer der wenigen Menschen, mit denen ich zurechtgekommen bin. In der Schulzeit, in den ersten 3 Jahren. Und ich glaube, ich habe das auch zwischendurch mal kurz erwähnt in der Folge, wartet mal kurz, in der Folge 3 müsste das gewesen sein, dass ich es mal zwischendurch erwähnt habe, aber da habe ich es nur am Rande erwähnt. Rainer, du hast so viel erwähnt und du hupfst so oft von Pontius zu Pilatus. Ich habe keine Ahnung mehr, ganz ehrlich. Ja, der ist echt lieb und freundlich gewesen und ja, wir haben den halt immer, also der musste natürlich vom Lehrer, wenn er aufs Klo musste, musste der Lehrer ihm helfen, ist ja klar. Oder irgendwann haben das dann auch die anderen Schüler übernommen. Rainer, das bezweifle ich. Wir haben auch hier den Winklerschen Lügenblick wieder. Ich bezweifle, dass das die anderen Schüler übernommen haben. Da sind meine mitgegangen, hat ihm immer geholfen. Und das war dann aber in der 3. Klasse bei ihm. Da war ich dann aber schon, das habe ich dann nur am Rande mitbekommen. Es ist halt gelogen. Hier dieser Lügenblick, das Zusammenpressen von den Lippen wieder. Das Umeinandergestottere, dieses überspezifische, es ist halt einfach gelogen, so wie immer. Keiner spinnt sich da jetzt gerade irgendeine Story zusammen, um seine Narrative da vom großen Menschenfreund wieder zu propagieren. Das ist halt höchstgradig erbärmlich. Da war ich ja schon gerade in der Schule, weil die waren ja vor mir. Aber ich kannte eben jemanden, der sitzen geblieben ist und der kam dann zu ihm in die Klasse. Das ist gelogen, Rainer. Hier wieder, Lippen zusammengepresst, dieses Schulterzucken, diese... Komm. Von daher. Er fasst sich ins Gesicht, blinzelt zu viel. Als ich dann in die 9. Als ich dann in die 3. gekommen bin, Ja, 3., 9. kann man schon mal verwechseln, ist ja kaum Zeit dazwischen vergangen. haben wir uns Welches Mal 3. war es? Das erste Tor oder das 3. Mal? angefreundet gehabt, so halbwegs, weil ich war ja überall irgendwie immer der Außenseiter. Aber er kannte halt die Situation auch so ein bisschen und Was denn für eine Situation? Rainer, was? Du redest jetzt gerade von dem so, als wäre das eine aktuelle Sache gewesen. Er kannte die Situation. Die Leute kennen die Situation, ist das, was du immer gesagt hast von wegen von den Besuchern an der Schanze. Aber die Besucher an der Schanze, die kommen erst seit 2014. Also, da merkt man wieder, er hat seine Opfernarrative, kriegt er komplett durcheinander. Er kannte die Situation. Was denn für eine Situation, Rainer? Was denn für eine Situation? ja, war eigentlich so, weil ich mich da erinnern kann, es ist alles sehr verblasst, weil es schon sehr lange her ist. Ja, weil es halt gelogen ist, Rainer. Weil es halt gelogen ist, weil es niemals passiert ist. Da gab es dann vielleicht schon ein Kind im Rollstuhl, aber mit dem hast du gewiss nie irgendwas zum Tor gehabt. Genauso wenig wie du dann später, wo du mal erzählt hast, irgendwie einen Rollstuhlfahrer geflankt hast. Das ist halt alles. Alter. Der setzt sich dahin und spinnt da seine Lügengeschichten zusammen. Aus reiner Verzweiflung, weil er halt keine Ahnung hat, was er sonst machen soll. Rainer, erzähl doch mal lieber, was mit deinem Netzwerk ist. Hm? Erzähl doch das einmal. Erzähl doch mal die Wahrheit und die interessanten Sachen. Aber soweit ich mich erinnern kann, ist halt immer so, wenn ich mich mit ihm unterhalten habe oder wenn ich mit ihm zusammen in irgendeiner Wohnung gesessen war oder mit ihm gespielt habe oder so, war es halt immer so, dass mich die anderen automatisch in Ruhe gelassen haben. Einfach nur deswegen, weil sie halt gesehen haben, ne, ja, der mag mich und so und wir kommen miteinander zurecht. Und dadurch haben die mich dann einfach von vornherein in Ruhe gelassen. Einfach deswegen, weil natürlich die ihm nicht schaden wollten. Das ist gelogen, Rainer. Und das war in der Hinsicht ziemlich gut. Ich vermute, dass jetzt viele von euch denken so, oh ja, du hast den nur als Schutzschild benutzt. Nee,
denke nicht. Ich denke, dass das alles niemals passiert ist. Das denke ich. Nee, das stimmt eigentlich gar nicht, weil so richtig realisiert habe ich das damals gar nicht. Das ist erst im Nachhinein, so ein paar Jahre später ist mir das gekommen. Ja, weil wir wissen ja, wie reflektiert der Rainer ist. Der ist dann da gesessen, abends am Kaminfeuer mit einem guten Scotch in der Hand und hat über sein Leben nachgedacht. Und da ist ihm bewusst geworden, es könnte sein, habe ich den damals unbewusst ausgenutzt. Schmarren, Rainer, Schmarren, du hast dir die scheiß Story 5 Minuten bevor du auf Aufnahme gedrückt hast, gerade aus dem Arsch gezogen und laberst jetzt irgendeinen Bullshit daher. Das ist eigentlich so vielleicht habe ich das unterbewusst gemacht, das war aber eigentlich nicht bewusst gewesen. Als ich dann nach Bad Windsheim gekommen bin, hatte ich 2 Jahre lang gar nichts mit Menschen zu tun, die von geistiger oder körperlicher Behinderung, ich weiß nicht, darf man das noch so ausdrücken? Ja, die hat da geistige, körperliche Behinderung haben. Du kannst auch Beeinträchtigung sagen. Ich halte das für lächerlich, weil diese Begriffe entwickeln sich ja immer. Das ist ja dann immer Evolutionsgeschichte. Früher hat man dann gesagt, ja, nee, Behinderung ist das richtige Wort. Dann, weil das halt keine Beleidigung ist. Jetzt hatten die Leute dann halt irgendwann Behinderung auch im beleidigenden Zusammenhang benutzt. Dann hat man gesagt, ja, nee, das ist jetzt irgendwie negativ konnotiert, deswegen sagen wir jetzt Beeinträchtigung. Ja, jetzt ist es dann halt soweit, wenn du dann halt nicht mehr Behinderung sagen darfst, sondern Beeinträchtigung, dann wird halt Beeinträchtigung irgendwann als beleidigendes Wort auch genutzt werden. Und dann können wir es mit einem neuen Wort um die Ecke. Man kann halt immer wieder was Neues erfinden oder man kann halt einfach sagen, okay, weil es gibt halt Leute, die es als Beleidigung benutzen und dann sei es halt drum. Aber wir wissen, was gemeint ist, Rainer. Drücken, die halt Probleme hatten in ihrem Leben, so körperlich oder eben geistig. Und als ich dann mit solchen Menschen im realen Leben zu tun hatte, in der 3. Klasse, 4. Klasse, dann habe ich immer mehr angefangen, mich für solche Sachen zu interessieren und habe dann das habe ich in der Schule gar nicht erwähnt, ne? Die letzte Klasse, das habe ich total vergessen, da müsste ich vielleicht noch mal eine extra Folge irgendwann mal machen. Ja, oder du hast das halt in die Geschichte erst im Nachhinein dazu gedichtet und hast da gedacht, das hätte ich sagen können, das wäre richtig gut gewesen. In der letzten Folge, der Folge 5, habe ich ja über meine Schulzeit in der 3. und 6. Klasse geredet. Ich habe vergessen zu erwähnen, ich bin in einem Hort gewesen. Das lag daran, weil ich eben immer viel nach Hause gegangen und habe viel keine Hausaufgaben gemacht und so weiter. Ja, Rainer, du hast geschwänzt. Das hast du uns das letzte Mal auch gesagt, das ist halt keine schlaue Idee. Wenn man schon eine Lernbeeinträchtigung hat und nicht der cleverste Bur auf der Welt ist, dann wäre es halt sinnvoller, wenn man dann wenigstens so seine Hausaufgaben macht und dann wenigstens die Schulzeit nutzt, die man kriegt. Klar, ist für ein kleines Kind so nicht der vernünftige Gedankengang, den es wahrscheinlich zieht, aber da sind halt dann die Eltern gefragt. Und der Hort hat dafür gesorgt, dass man quasi seine Hausaufgaben macht und so weiter und so fort. Wir haben auch mit denen Aktivitäten gemacht. Ich war bei denen 2 Jahre oder 3 Jahre drinnen. Ab der 3. Klasse in Bad Windsheim war ich dann in diesem Hort. Ja, ist ja auch gut. Ist ja auch gut. Wenn du permanent schwänzt und deine Schulaufgaben nicht machst und halt lieber den ganzen Tag irgendwie am Nintendo sitzt, dann macht das durchaus Sinn. Was mich extrem abgefuckt hat, weil ich konnte nicht nach Hause, ich konnte nicht meine Serien gucken. Ich habe tausende Folgen von Pokémon und Digimon und Dragon Ball und was weiß ich alles immer verpasst. Ja, Drama, Rainer. Aber genau darum ist es gegangen. Die haben dich in diesen Hort gepackt, weil daheim der Fernseher gestanden ist und der Fernseher hat Ablenkung bedeutet. Und damit der Bur halt nicht den ganzen Tag Pokémon und Digimon und was weiß ich noch alles schaut, ist er halt da im Hort geblieben. Weil es notwendig war. Ganz einfach. Ich war als Schüler auch immer, ich war ein fürchterlicher Träumer. Wenn ich
von der Schule heimgekommen bin, ich habe in der Grundschule ewig für meine Hausaufgaben gebraucht, weil ich bloß irgendwie in der Gegend umeinander träumt habe und so. Und dementsprechend, wo ich aufs Gymnasium gekommen bin, hat man mich dann halt auch in so Hausaufgabenbetreuung getan. Und da bin ich halt nach der Schule hin und da habe ich sitzen müssen, bis meine Hausaufgaben fertig waren. Dann bin ich nochmal Vokabeln abgefragt worden. Und wenn das alles gepasst hat, habe ich heimgehen dürfen. Beziehungsweise habe ich gehen dürfen und habe mir halt damit meine Spätzle getroffen und mit denen irgendwie den restlichen Nachmittag verbracht. Sprich, je produktiver ich da war und je mehr ich mich konzentriert habe, desto schneller war ich fertig mit meinen Hausaufgaben und desto früher konnte ich mich dann um Sachen kümmern, wie mich mit meinen Freunden treffen, Nintendo spielen, Serien anschauen, die ich sehen wollte. Aber das war halt auch, weil ich es halt ansonsten daheim alleine selbstständig nicht gemacht hätte. Also ich hätte es schon gemacht, hätte aber ewig dafür braucht. Das macht schon Sinn. Aber dass er hier das nicht gelernt hat, wundert mich überhaupt nicht. Der wird wahrscheinlich heimkommen sein, ja, Mama, essen und dann hier Fernsehen. Und natürlich, der ist heute noch so Beratungsassistent. Kannst du dir vorstellen, wie bockig der als kleines Kind war. Den haben sie dann da hingesetzt und so, ja, na, Rainer, du musst aber eine Schulaufgaben machen. Na, mach ich nicht, hin und her. Wird es halt am Ortszinnober geben haben. Und dann hat man halt gesagt, ja, das hilft halt nichts, dann musst halt dann nachmittags in den Hort. Einfach nur, weil ich nicht nach Hause gehen konnte, weil ich eben noch 4 Stunden in die Schule musste und dann musste ich mit dem Zug nach Hause fahren und dann bin ich erst um 18 Uhr, 19 Uhr nach Hause gekommen. Wenn man so will, wurde ich da schön abgeschoben. Nein, Rainer, du wurdest nicht abgeschoben. Wenn du von Anfang an, ich nehme mal an, dass die in diesen Hort nicht vom ersten Tag reingewackelt haben. Wenn du am Anfang an ein vernünftigeres Kind gewesen wärst, ja, das sagt, okay, na, ich gehe in die Schule und wenn ich heimkomme, mache ich meine Hausaufgaben und wenn ich dann fertig bin mit meinen Hausaufgaben, dann habe ich den restlichen Tag für mich, ja, und dich da ein bisschen zusammengerissen hättest, dann hätten sie die gewiss auch nicht in den Hort gesteckt. Das ist deine Verantwortung gewesen. Und man kann auch am Grundschulkind eine gewisse Verantwortung näher bringen. Also, dass man sagt, hey, Rainer, so und so schaut's aus. Wir machen jetzt einen Deal. Du machst zuverlässig deine Hausaufgaben. Und gerade bei so jemandem wie ihm muss halt der Elternteil eigentlich auch daneben sitzen. Wir machen jetzt die Hausaufgaben nach der Schule, 1,5, 2 Stunden, je nachdem, wie lange es halt dauert. Und wenn wir dann damit fertig sind, gehört der restliche Tag dir. Dann wärst du halt irgendwann mittags heimkommen und dann hättest du ab 2 Uhr nachmittags oder 3 Uhr nachmittags hättest halt Zeit gehabt. Dann hättest du nur deine Serien schauen können und mit irgendwelchen Nachbarskinder spielen oder in der Nase bohren, bis dann Stammhirn oben nie geschlagen wärst. Vollkommen wurscht. Aber in der Zeit, wo ich dann da war, habe ich mich sehr viel auch mit solchen Menschen auseinandergesetzt und ich weiß gar nicht, warum ich auf die Idee gekommen bin. Bei uns war es nämlich ja so, wir hatten keine Kantine in der Schule, also unsere Schule. Die Franziskusschule, was ich beim letzten Mal erwähnt hatte, wo die Menschen mit Behinderungen, Lernbehinderungen, geistig und körperlichen Behinderungen waren, hatten auch eine Kantine, weil die auch lange mittags geblieben sind. So. Ja, weil das halt bei wirklich schwer behinderten Leuten auch mehr oder weniger eine Betreuung ist. Das ist ja eigentlich auch so eine Tagespflegeeinrichtung. Weil es gibt halt Leute, die haben so schwere geistige Behinderungen, die lernen da nicht wirklich viel. Die sind dann halt da. Hm? Damit die Eltern arbeiten gehen können und sonst was. Und natürlich brauchen die auch was zum Essen. Und der Hort hatte mit denen irgendwie einen Deal, keine Ahnung. Und da ist es nämlich so gewesen, dass wir nach der Schule, wo alle anderen abgehauen sind, sind wir nach unten in unsere Schulküche gegangen. Und in der Schulküche, da gab es dann, wir konnten quasi von unserem Schulgebäude in das andere Schulgebäude von der Franziskusschule direkt rüberlaufen, ohne überhaupt aus unserem Schulgebäude raus zu müssen. Und dann sind wir da im Keller an Gang entlang gegangen. Dann war da ist dann Aufzug, dann sind wir hochgefahren, haben uns das Essen aus der Kantine von denen geholt. Da hatten wir dann so ein Wägelchen mit Nachtisch und ein Essen und Trinken und alles. Und dann haben wir das geholt und sind damit abgehauen. Und dann durften wir das Essen trinken und so weiter. Und dann mussten wir es am nächsten, dann danach ein Essen wieder zurückbringen. Das sind immer 2 Stück gewesen. Das haben wir immer so
ein bisschen aufgeteilt gehabt. Mal da waren die dran, mal waren die dran. Da waren bestimmt 8 Schüler oder so. Waren auch verschiedene Klassen dabei. Also da waren dann große und größere Schüler und ältere Schüler und jüngere Schüler dabei. So, ich glaube bis zur 5. Klasse oder was haben sie denn heute gemacht? Oder bis zur 6. Klasse, ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwann bin ich rausgegangen und dann hat mein Vater gesagt, irgendwann habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, weil da bin ich auch geärgert worden im Hort. Ja, natürlich bist du geärgert worden. Du bist immer geärgert worden. Aber das, ganz ehrlich, wenn ich mir dich heute anschaue und annehme, dass du höchstwahrscheinlich in die letzten 25 Jahre dich nimmer wirklich geistig weiterentwickelt hast und du damals schon so warst, wie du heute bist, dann ist es vollkommen selbstverständlich, dass sich die Leute nicht leiden konnten. Und da gab es auch viele andere Probleme und das war für mich psychisch auch extrem belastend, weil du nicht Pokémon schauen konntest. Weil du da unten gesessen bist und du denkst, ja scheiße, ich würde jetzt lieber daheim hocken und Pokémon schauen. Aber vom Pokémon schauen kriegt man keine Zukunftsperspektive. Ganz ehrlich, es sei denn, du hättest einen YouTube-Kanal aufgemacht, wo es bloß um Pokémon geht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert hätte. Jetzt im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, vielleicht war es deswegen psychisch belastend, weil ich wirklich das Gefühl hatte, dass man mich abschieben will. Oh ja, komm, Tränendrüsen rein. Die wollten mich abschieben. Die waren halt sogar meine Eltern, waren das so gemein zu mir. Na, heute, na. Die waren überfordert. Weil sie halt geistig beeinträchtigtes Kind gehabt haben, deine Eltern. Und nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Und dann haben die sich professionelle Hilfe gesucht und das war dieser Hort. Das Geilste war... Was war das Geilste? Als ich aus dem 100%, wenn er sagt, das Geilste war, dann kommt jetzt 100%ig eine Lügengeschichte. Das verspreche ich euch auf die Hand. Hort rausgekommen bin. Ich bin öfter mal dann irgendwann, als ich immer weniger Lust auf den Hort hatte, das war dann so in der 6. Klasse oder 5. Klasse, bevor ich dann endgültig raus bin, bin ich öfter nach der Schule nach Hause gegangen. Und ja, da bin ich dann mal nach der Schule nach Hause gekommen. Und mein Vater ist normalerweise jemand, der sehr lange arbeitet. Mein Vater ist normalerweise jemand, der kommt von der Arbeit erst um 5, 6, 7 heim. Und an dem Tag war er früher zu Hause. Meine Mutter, meine Schwester und mein Vater saßen alle auf dem Balkon und haben gegrillt. Ja, und ich komme nach Hause, weil ich natürlich früher Schluss gemacht habe. Weil ich ganz normal nach der Schule nach Hause gefahren bin. Ich komme nach Hause, meine Mutter, meine Schwester und mein Vater schon zu Hause. Alle sitzen auf dem Balkon und grillen. Und ich sitze so da und ich stehe so da, schaue so nach oben und denke mir so, euer Ernst? Na, das kaufe ich da nicht ab. Ganz ehrlich. Also, ihr müsst euch das jetzt mal vorstellen. Wie ist das da im Hause Winkler abgelaufen? Also, sollte das auch nur ansatzweise wahr sein, ist das ja abartig. Es müsste jetzt so passiert sein, dass Rudi gesagt hat, hey, ich schaue, dass sie morgen ist so ein schönes Wetter, ich schaue, dass sie früher aus der Arbeit rauskommen, hol Sachen zum Grillen und wir hocken uns dann zu dritt da oben auf diesen Balkon, diese Terrasse da oben und grillen, weil wir schönen Nachmittag ohne Rainer haben. Also entweder waren die Eltern die Rabeneltern vor dem Herrn oder die Geschichte ist erstunken und erlogen oder er hat sich das irgendwann einmal träumt und mit der Realität verwechselt oder sonst irgendwas. Also ich bezweifle stark, dass sie sagen, hahaha, den Blädenbur, den schicken wir da über Nachmittag in Hort, dann haben wir nachmittags unser Gaudi. Und wenn er dann auf die Nacht kommt, ist auch schon wurscht. Na, Rainer, nee, kauf ich da nicht ab. Kauf ich dir nicht ab. Das war auch so irgendwie der ausschlaggebende Punkt, wo mich dann einfach abgefuckt hat, weil spätestens ab dem Punkt habe ich natürlich dann immer gedacht, ey, ja, die schieben mich voll ab. Ich habe das so nie drüber nachgedacht, ne? Natürlich hast du nicht drüber nachgedacht, weil du es gerade vorhin erfunden hast. Du hast ja vorher drüber nicht nachdenken können, weil der Gedanke noch gar nicht gekommen ist. Jetzt hast du die Lügengeschichte zusammengesponnen und jetzt hat, boah, die war gut. Da haben sie sicher alle Mitleid mit mir. Jetzt muss ich das muss ich ein bisschen melken.
die haben mich da irgendwie wirklich zur Seite geschoben und haben die dann schöne Sachen gemacht. So. Ich wusste zum Beispiel auch, dass die mit meine Mutter, meine Schwester mit meiner Tante unterwegs war, öfter mal, wenn ich im Hort war. Weil ich kam ja erst um 17, 18, 19 Uhr nach Hause. Also, ähm, Ja, da war es jetzt 17, 18 oder 19 Uhr. Und ja, natürlich. Deine Schwester wird halt normal im Kopf gewesen sein, nach der Schule heimgekommen sein, ihre Hausaufgaben gemacht haben und dann hat die den restlichen Tag frei gehabt. Und wenn dann die Tante gekommen ist und gesagt hat, hey, wir machen was, weil mit so kleinen Kindern kannst du ja dann als Tante oder als Onkel auch nicht auf die Nacht irgendwas machen. Du kannst ja schlecht sagen, ja, wir warten jetzt bis Reinerle aus der Kloppi-Schule wiederkommt. Bis um 19 Uhr, dann darf er noch was fressen und um 8 Uhr auf die Nacht unternehmen wir dann was Lustiges. Das ist ja auch Schmarren, oder? Und hätte jetzt deine Schwester darunter leiden müssen, dass du nicht mehr alle Latten am Zaun hast? Ist es das, was du gedacht hast? So, bloß weil du es nicht begriffen hast, dass du mehrer vom Tag hast, wenn du einfach nach der Schule heimkommst, dich auf deine 4 Buchstaben hockst und deine scheiß Hausaufgaben machst, bloß weil du das nicht begriffen hast, hätte jetzt deine Schwester nichts unternehmen dürfen den ganzen Tag. Weil wenn der Rainer keinen Spaß hat, dann dürfen alle anderen auch keinen Spaß haben. Genau so läuft's. Na, Rainer, so läuft's nicht. Auch damals warst du für deine Scheißsituation selber verantwortlich und jetzt versuchst du die Schuld wieder auf alle anderen zu schieben und irgendwo dich in die Opferrolle zu setzen und um Mitleid zu betteln. Läuft nicht, Rainer. Läuft nicht, wir kaufen es dir nicht ab. weil mit dem Hort Feierabend war um 17 Uhr, glaube ich. Und dann musste ich erst zum Bahnhof laufen. Dann musste ich mit dem Bahnhof erst, also mit dem Zug vom Bahnhof aus erst nach Neustadt und dann nach Emskirchen. Und dann musste ich von da aus, wurde ich dann abgeholt oder musste nach Hause laufen. Und ja, das war schon ziemlich übel. Richtig Jetzt übel. schweife ich aber ab, entschuldigt. Das habe Ja. ich aber beim letzten Mal vergessen zu erwähnen. Ja, das hast du beim letzten Mal Ähm, vergessen zu erwähnen, weil du dir die Geschichte damals noch nicht ausgedacht hast. für mich war damals wirklich auch problematisch, dass ich da eben immer diese Situation hatte. Auch das wieder, das sind diese hohlen Phrasen, die er dann drischt, wenn er sich dann in irgendeiner Lüge verrennt hat und ja, also wisst ihr, also das war dann irgendwie schwierig, problematisch, weil Situation. Bla bla bla. Ähm, kommen wir mal zurück zum Hauptthema. Ja, Ich habe eine Zeit lang ich habe eine Zeit lang im Hot dann die Situation gehabt, dass ich die Situation öfter wieder. mal, ich kannte dann irgendwann aufgrund meiner Schulaktivitäten mit den Leuten aus der Franziskus-Schule, kannte ich dann den einen oder anderen mal. Und dann haben wir uns einfach mal nach der Schule zusammengesetzt und haben uns da unterhalten. Und ja, dann habe ich mit denen auch ein bisschen gespielt und alles. Und wir hatten auch mal einen Ausflug mit denen gemacht. Richtig cool. Ja, richtig cool. Ja. Es ist alles erstunken und erlogen. Er hat sie mit denen zusammengesetzt. Er hat gesagt so, hey, Jungs, hey, Timmy, wir setzen uns danach mal zusammen und unterhalten uns über die wirklich essentiellen Probleme. Ja, genau. Nein, Rainer. Kinder in dem Alter setzen sich nicht zusammen, um sich zu unterhalten. Das ist vollkommen weltfremd, was du da laberst. Und es hat wieder ein deutliches Anzeichen dafür, dass es gelogen ist. Und während meiner Schulzeit hatten wir mit ein, zwei Klassen permanent Kontakt. Da hatten wir mal 2 Schulstunden, wo wir uns mit denen auseinandergesetzt haben und mit denen gespielt haben und alles. Auseinandergesetzt haben sie sich mit. Rainer, die haben dich in diese Klassen gesteckt, weil du wahrscheinlich sogar für die anderen Klassen, in denen du warst, nicht clever genug warst. Du warst halt wahrscheinlich so gerade an der Grenze. Wo man gesagt hat, oh Scheiße, wenn wir jetzt einen Rainer in die eine Klasse tun, der bremst den Rest aus. Und für die wichtigen Fächer, wo er eh nicht mitkommt, dann packt man halt da rein. Und da hatten die auch einen eigenen, also wir hatten ja vom Schulgelände sowieso, was auch die Hauptschule und die Berufsschule und so weiter nutzten. Wir hatten eine große Sporthalle mit 3 großen Hallen, wo man die in der Mitte hochmachen konnte. Dann konnte man quasi die ganze Halle nutzen.
einen riesigen Sportplatz, die hatten auch ein riesiges Sportevent immer Es ist alles immer riesig und astronomisch groß. und alles. Wurde auch, glaube ich, teilweise es wurde, glaube ich, auch teilweise von der Stadt genutzt. Und eine riesige Schwimmhalle, so ein Hallenbad. Und die Schule selber, die Franziskus-Schule selber, die hatte ein eigenes Schwimmbad. Ich weiß auch nicht, ob die hatten bestimmt auch eine eigene Sporthalle, irgendwas Kleines halt. Und ich war früher so eine komplette Wasserratte. Ich bin immer im Wasser gewesen und alles. Nee, den lasse ich jetzt. Der ist zu ausgelutscht. Und dann habe ich auch ein bisschen geholfen mit dem Schwimmen mit dem einen oder anderen. Äh, Problematisch war halt, wenn man solche Spielereien machte mit dem Schwimmen gehen und so weiter mit Leuten, die dann eine körperliche Problematik hatten, dass die dann halt einfach da nicht rein konnten oder so. Und dann musste man natürlich da immer ein bisschen aufpassen. Und dann haben natürlich die Lehrer, die dann zu viert waren, weil die andere Klasse hatte wir waren zwei Klassen, das hatten wir zwei Lehrer und das andere war eine Klasse mit zwei Lehrern. Also aus der Franziskus-Schule, die brauchten einen Lehrer extra pro Klasse, zumindest in Klasse, wo wir waren, weil die halt einfach zu viele Probleme sonst hatten. Und ja, im Prinzip ist es genau das gewesen. Wir hatten dann vier Lehrer und dann haben die Lehrer ein bisschen besser aufpassen können. Und dann haben wir Schüler uns gegenseitig auch ein bisschen unterstützt. Ja, genau, ihr habt es euch gegenseitig unterstützt. Ihr wisst, was ich davon halte. Und wir, die halt keine Probleme körperlich oder geistig hatten, haben uns halt gegenseitig zugeredet, haben uns gegenseitig geholfen, den Leuten, die Behinderungen hatten oder so, ein bisschen zu helfen, mit denen schwimmen zu gehen und so weiter, zu spielen und alles. Ähm, so, lass mich überlegen, wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich ungefähr in der 6., 7. Klasse. Ja, du bist jetzt 16,5 Minuten in deinem Podcast und es ist eine einzige riesengroße Lügengeschichte. Jetzt die nächste Folge geht ja um meine Schulzeit zwischen der 7. und der 9. Klasse, dann sind wir schon aus der Schulzeit raus, tatsächlich sogar nach Ja, der nächsten Gott Folge. sei Dank. Aber jetzt möchte ich trotzdem schon mal nach der Schulzeit gehen. In der 6., ich glaube, die 6. Klasse war dann Schluss, aber die 7., 8., 9. Klasse, damit hatte ich dann mit den Leuten aus der Franziskus-Schule gar nichts mehr zu tun. Das ist dann schon komplett vom Tisch gewesen. Im Hort war ich nicht mehr, so kam ich so nicht mehr in Berührung mit denen und auch anders nicht mehr. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt auch niemanden mehr mit Behinderung in der Schule selber. Also in unserer Schulzeit war dann niemand mehr dabei, der irgendwelche Behinderungen hatte. Rainer, ich wette was. Alle anderen Schüler aus der Klasse sehen das anders. 24 von 25 Schülern aus der Klasse sind schon der Meinung, dass sie einen Behinderten als Mitschüler hatten. Zumindest nichts Offensichtliches. Genau. Ich bin dann aus der Schule rausgekommen mit 18. Mit 17, 18 bin ich aus der Schule rausgekommen, weil ich war 10 Jahre in der Schule. Und also ich wurde kurz nach der Schule, wurde ich 17. Was denn? 17, 18 oder wenn du kurz nach der Schule 17 geworden bist du mit 16 aus der Schule raus? Was ist denn jetzt die Wahrheit? Rainer, du hast für die ersten 2 Jahre 3 Jahre gebraucht. Das heißt, dann, wo die Leute in der 3. Klasse sind und 9 Jahre alt, warst du 10. Dann bist du in der 3. Klasse nochmal kleben geblieben, dann warst du in der 2., 3. Klasse, warst du 11. Vorausgesetzt, du bist dann nicht nochmal kleben geblieben und du hast es bis zur 9. gemacht. Dann bist du in der 4. 12, in der 5. 13, in der 6. 14, in der 7. 15, in der 8. 16 und in der 9. 17 gewesen. Und dann bist du halt mit 17 aus der Schule rausgegangen. Was ist so schwer? Und dann ist auch eigentlich 2 Jahre lang gar nichts passiert. Ich bin dann mit 19, ja doch, kurz nach meinem 19. Geburtstag müsste das gewesen sein. Ich hatte schon Führerschein und Auto und alles drum und dran. Da bin ich dann berufstätig als Zeitarbeiter unterwegs gewesen. Ne? Da musste ich als Zeitarbeit hier und da und bla arbeiten. Und ich bin dann hergegangen und habe da mit verschiedenen Leuten, oder war das mit 18?
Es kann jetzt sein, dass ich mich um ein Jahr vertue. Es kann auch sein, dass es mit 18 war. Jedenfalls hatte ich schon mal Auto und meinen Führerschein. Und ich bin dann berufstätig als Zeitarbeiter in verschiedenen Abteilungen gewesen, verschiedenen Firmen, habe tausende verschiedene Firmen gesehen, übertrieben gesagt. Leute, die in Zeitarbeitsfirmen sehr viele verschiedene Betriebe in einer sehr kurzen Zeit sehen, sind meistens nicht die besten Arbeitskräfte. Ja, weil auch wenn eine Firma über eine Zeitarbeitsagentur Leute bezieht, wollen die ja, wenn da jemand tatsächlich was kann, den dann auch so lange wie möglich da behalten. Ja, also wenn, ja, bei dem werden sie gesagt haben, so, ja, nach 2-3 Tagen sagen sie, nee, den kennt's wieder haben, schickt uns jemand anders. Dann hat die Zeitarbeitsfirma gesagt, okay, wir schicken euch jemand anders und den Rainer, den schicken wir in die nächste Firma. Und hoffen, dass er irgendwo kleben bleibt. Und irgendwann bin ich auch mal in eine, oh Gott, wie hieß das genau? Es ist halt eine Werkstatt für Menschen mit Behinderungen gewesen. Ich weiß nicht mehr, wie ich das jetzt anders ausdrücken muss. Ja, ist eine Behindertenwerkstatt gewesen. Und da solltest du eigentlich heute noch arbeiten. Das wäre das Richtige für dich. Das wäre das Richtige für dich. Das hat ja auch einen bestimmten Namen. Das muss natürlich jetzt nicht unbedingt sein, dass ich den genauen Namen hier sage. Aus Gründen braucht. Ja, aus welchen Gründen denn? Meinst du, dass jetzt da die Hater zu der Behindertenwerkstatt gehen, wo du vor, keine Ahnung, 14, 15 Jahren mal gearbeitet hast und den ist vollkommen idiotisch. Warum denn? Noch dazu brauche ich Behindertenwerkstatt und Emskirchen in Google eingeben und die halt am nächsten dran ist, die war's halt, oder? Brauche ich jetzt nicht erklären, glaube ich. Jedenfalls ist es so, dass wir uns da dann zusammengesetzt haben und uns da unterhalten haben und uns da. Merkt ihr das? Er hatte schon wieder diesen, ja, wir haben uns zusammengesetzt und uns unterhalten, diesen Scheiß, den er vorher verzapft hat mit mit den Leuten aus der Extremkloppi-Klasse. Das sind seine Füllsätze, so. Er hat keine Ahnung, was er da labert. Der hat sich gedacht, ja, ich erzähl jetzt da einfach irgendeine wüste Geschichte und ich spinne die halt weiter, während ich da gerade am Reden bin. Und wenn er sich dann da verhaspelt, dann kommt immer dieselbe Scheiße dabei raus. Da habe ich dann einfach Leuten geholfen, Sachen zu bauen. Ja, das war so Du hast Scheiße gebaut, Rainer. Eine Werkstatt für Behinderte, sozusagen. Und die haben dann da verschiedene Sachen gebaut, die hatten da verschiedene Arbeiten. Du hast da verschiedene Arbeiten gemacht. Jetzt tu nicht das so, wie wenn du da irgendwie als Betreuungsperson oder als Zivi oder sonst was dort gewesen wärst. Rainer, du bist in die Behindertenwerkstatt gekommen, weil jeder andere Arbeitgeber in der Gegend gesagt hat, der ist deppert für uns. Das ist die Wahrheit. Und ganz ehrlich, da wärst du gut aufgehoben gewesen. Das wäre dein Karriereweg gewesen. Weil du offensichtlich nichts kannst. Andere Leute aus deiner Schule werden wahrscheinlich dann noch eine Ausbildung gemacht haben und heutzutage einen anständigen Job haben. Aber du bist da ganz, ganz besonderer Bur gewesen und die einzige Sache, wo du noch unter hättest kommen können, wäre das gewesen. Ich hatte jetzt natürlich keine Aufseherrolle oder sowas, weil, ne? Aber ich habe. Aufseher, wie wenn das ein Knast wäre. Hier, der große Menschenfreund, der uns erzählt hat, dass er ja mit diesen behinderten Leuten so sympathisiert hat und dass er einer der wenigen war, der die nicht gehänselt hat aufgrund von Ladidadida, kommt jetzt und sagt Aufseher. Da im Prinzip war es so, die brauchten jemanden, die haben dann Sachen aus Holz geschnitzt und Sachen aus Holz bearbeitet und ich war dafür zuständig, dann bestimmte Größen und so weiter für die verschiedenen Sachen, die sie brauchten, zurechtzuschneiden. Weil die das teilweise nicht selber machen durften. Das haben teilweise zwar die Betreuer gemacht, aber so einmal im Jahr, so zur Hauptsaison für Sommer und so, wo dann die Leute Urlaub brauchten und so weiter oder Urlaub wollten, weil sie natürlich mit der Familie auch was unternehmen wollten, die Aufseher hört sich bescheuert an. Ja, schön, dass du es selber gemerkt hast, Rainer. Die Erzieher, sage ich mal. Wie Betreuer, Rainer. Betreuer ist das richtige Wort.
Die haben dann da halt jemanden zusätzlich gebraucht und da habe ich halt so ein paar Kleinigkeiten gemacht. Und da bin ich auch mit einigen Leuten in Berührung gekommen. Da gab es auch jemanden, der im Rollstuhl saß, mit dem ist dann auch eine. Nee, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte, 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 erzähl nicht wieder. Erzähl die Geschichte nicht. Rainer, lass es. Ich seh's dir in den Augen an. Lass es bleiben. Etwas längere Freundschaft entstanden auf privater Ebene. Mittlerweile hat sich das leider auch erledigt, weil das dann auch auseinandergegangen ist. Da gab es auch ein Problem, das hat aber nichts mit Hatern oder so einem Schwachsinn zu tun, ne? Sondern das hatte einfach private Gründe. Und wir haben uns damals eigentlich alle ziemlich gut verstanden. Da waren wirklich sehr nette Menschen dabei, aber auch da war es wieder so, da gab es den einen oder anderen, der dann, wenn er mal seine Medikamente nicht gekriegt hat, aber die waren den ganzen Tag da, die sind morgens angekommen und sind dann den ganzen Tag da gewesen, haben ihre Sachen gemacht und so weiter, haben dann auch Tabletten gekriegt, hatten dann mittags auch was zu essen bekommen und dann ging es ja danach weiter. Rainer, die haben sie zu wenig Tabletten gegeben, aber mit Abstand. Und ja, im Prinzip ist es da wirklich eine Schwierigkeit gewesen, weil die teilweise Leute dabei hatten, die, wenn die mal ihre Tablette zu früh genommen haben oder zu spät genommen haben, die waren dann völlig gaga. Die waren eigentlich, man muss dazu echt sagen, das ist echt eine Schande eigentlich, wenn man sich das anschaut und wenn man mit solchen Menschen arbeitet. Wenn man sich das anschaut, das ist wirklich krass. Das kann man gar nicht mehr erzählen. Die teilweise, ein paar von denen werden teilweise komplett unter Drogen gehalten, weil die einfach sonst nicht, die sind sonst nicht menschlich. Die können sich sonst nicht, die können nicht normal sprechen teilweise. Nicht alle natürlich. Das ist nur eine Handvoll, aber das ist halt, es gibt halt Menschen, die haben so geistige Aussätze dann. Und mit denen ist dann nicht normal, sich zu unterhalten und alles. Und Ja, die stehen dann zum Beispiel oben auf der Terrasse und brüllen Leute an, die draußen auf der Straße stehen. Halt dein Maul! Solche Leute, die geistige Aussätze haben, mit denen man überhaupt nicht mehr reden kann. Da kenne ich auch einen. mit denen, die können dann halt auch einfach keine klaren Gedanken fassen. Ja, auch das. Solche Leute müssen halt auf Medikamente eingestellt werden irgendwann. Das hast richtig erkannt, Rainer. Das könnte man jetzt bei mir auch sagen, wenn man. Wow. Okay. Der kam unerwartet. Der kam unerwartet. Rainer, haben wir gerade einen hellen Moment? Haben wir gerade einen hellen Moment? Checkt ihr es gerade? Ist das der Anfang von der Selbstreflektierungsstaffel? Wo er merkt, Scheiße, ich war das Problem all die Jahre lang. ADS, ne? Die Geschichte mit dem Rollstuhl saß, ein Teil dieser Geschichte kann ich mal auf meinem neuen Blog erklären. Das ging nämlich ein bisschen mehr ins Private. Nee, bitte, wir haben die Story schon gehört und sie ist halt genauso erlogen wie der ganze andere Scheiß. Lass gut sein, Rainer. Niemand will das wissen, deine Fantasien, wie du Rollstuhlfahrer schändest. Da werde ich vielleicht heute auch noch einen Post machen. Schauen wir mal. Ja, und ansonsten war es letzten Endes eigentlich alles eine ziemlich coole Zeit. Also man muss auch dazu sagen, es ist nicht nur immer schwierig gewesen. Es gab natürlich Zeiten, da war es schwierig, es gab Zeiten, da war es gut. Aber es gab auch viele Zeiten, die waren richtig cool. Also manche dieser Menschen haben eine interessante Lebenseinstellung oder eine interessante Philosophie. Ja, das sind heftige Philosophen gewesen auf deiner Franziskus-Schule. Quiz. Einer hat mir mal erzählt, oh Gott, wie ging das? Wartet mal. Einer hat mir mal eine Geschichte erzählt, die im ersten Moment überhaupt keinen Sinn ergeben hat. Das kann schon anstrengend sein, wenn jemand permanent Geschichten erzählt, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Es ging irgendwie darum, dass er an einem Teich war mit der Familie. Und dann ist er rothaarige gekommen und hat ihm den Luan massiert. So eine Geschichte habe ich neulich auch mal gehört von einem kognitiv, ne? Minder bemittelten Dulli. Die waren da irgendwie picknicken und da hat er irgendwie einen Fisch gesehen. Und wie ging das denn? Das hat irgendwas mit dem Fisch, mit dem Schwan auf sich.
die dann da irgendwie gespielt haben, irgendwie, ich weiß. Der Fisch und der Schwan haben gespielt. Alter. Jetzt wird's hinterher befohlen. Also ganz ehrlich. Das ist nicht mehr. Ich kann das nicht mehr zusammenbringen. Auf jeden Fall hat er gemeint, dass er dadurch was gelernt hat. Ich weiß auch nicht mehr genau, was das dann war. Da ging es irgendwie drum, wie man Fisch und Schwan können wir nicht gut zusammen. sich einander gegenüber verhält so. Ich glaube, es ging sogar irgendwie darum, dass er der Fisch ist und nicht der Schwan. Auf jeden Fall. Alter, er ist der Fisch und du bist der Schwan. Ich hau mir gleich den Kopf ans Tischeck. Ich kann nimmer. Was labert der für einen vollkommen brunzbieseldepperten Bullshit? Ein geistig Behinderter ist dann zu ihm gekommen und hat ihm erzählt von seiner Philosophie über Fische und Schwäne und dass er der Schwan ist und der andere der Fisch. Boah, Gott sei Dank ist die Scheiße bald raus, ey. Auf jeden Fall war das ganz merkwürdig. Und nicht der Schwan, weil ich schön bin, sondern weil halt das auf einer anderen Ebene ist. Es ist schwierig, das zurückzuerzählen. Außerdem ist es schon ewig her. Ich bin ja schon 32 und das war mit 19 oder mit 18. Lange ist her. Lang ist her. Aber erfunden hast du es erst 5 Minuten, bevor es auf Aufnahme gedruckt hast, Rainer. Ja, soweit erstmal dazu. Gut, wir sind jetzt bei 23:38. Ich könnte natürlich jetzt auch noch über Menschen sprechen, die dann bei mir vor der Haustür viel Scheiße gebaut hätten, wobei Ja, über die sprichst du sehr, sehr gerne. Du könntest aber auch einfach die Waffel halten. das eigentlich eine Beleidigung für all die Menschen ist, mit denen ich schon zu tun hatte. Ja, genau. Weil bei aller Liebe, diese Menschen haben wirkliche, ernsthafte, reale Probleme und die Leute, die vor meiner Haustür stehen, haben das bestimmt auch. Nur mit dem Unterschied, dass die Menschen, die in solchen Einrichtungen sind oder mit denen ich da aufgewachsen bin oder die ich eben mein Leben lang kenne, ja, die wissen halt, wie sie sind und die würden aber so eine Scheiße auch nie abziehen. Also wäre das eine Beleidigung für solche Menschen. Ja, quelle surprise, Rainer. Quelle surprise. Leute, die schwerst behindert sind, die fahren nicht bei dir an der Schanze vorbei und schreien Herr Winkler. Wow. Wow. Die Erkenntnis des Tages. Gut. Ja. Dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ja, bitte gern geschehen. Ich mal wieder mit dabei. Ja, mit Sicherheit, leider. Und ja, bis dahin, euer Drache und haut rein. Tschüss. Fade out. Ja, was sollen wir jetzt dazu noch sagen? Der hat halt jetzt einfach 25 Minuten geradeaus gelogen. Der hat sich irgendwelche wüsten Geschichten zusammengezimmert und hat die halt jetzt zum Besten gegeben. Und das war's. Der hat das Gerüst, dass er so und so lange auf dieser Schule war oder auf verschiedenen von diesen Schulen war, das gebe ich ihm auch, weil das ist ja auch wirklich bewiesen. Und alles außenrum ist halt geradeaus gelogen gewesen. Ich glaube ihm kein einziges Wort von der Scheiße. Naja. Dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Gott sei Dank. Ich hoffe wirklich, dass dieser Dulli-Podcast hier den Weg allen Irdischen geht, wie alle seine anderen Formate. Und der das jetzt bald aufhört, weil das ist echt anstrengend. Das ist wirklich anstrengend. Also zur Zeit ist sowieso alles anstrengend. Seitdem der aus der Schanze rausgekommen ist, ist Reacten auf seinen Bullshit deutlich anstrengender geworden. Also, ich meine, die Sachen, die vor dem Podcast gekommen sind, die haben mich ja fast komplett vernichtet. Da hatte ich schon Leute, die gesagt haben, hey, so, Kollege, ich muss mal sagen, dass du irgendwann einmal einen Herzkasperl kriegst, wenn du da, weil der mich so wütend gemacht hat. Ich kenne überhaupt keinen Menschen auf der Welt, der mich so schnell so wütend machen kann wie er. Naja, in diesem Sinne, tut nicht, was Rainer tut.
und Metal off.